Hallo, hier ist wieder die Sülf und hier wurzelt es herum. Das ist Sherlock. Komm mal her zu mir. Ja, da ist der Sherlock. Das ist Sherlock, eine meiner Chihuahuas, und das ist die Lea und die Molly. Die sind noch Babys, die sind erst 1 Jahr alt und haben natürlich überhaupt keine Ahnung, welche ernste Folge ich hier mache. Schweizerdeutsch für Idealisten, nicht wahr? Gut. Aber auch sie müssen Schweizerdeutsch lernen, obwohl sie muttersprachlich natürlich als Chihuahuas Mexikaner sind. Findet er das jetzt langweilig? Findest du das langweilig? Ja. Ich werde Ihnen gleich sagen, heute muss ich ein ganz kurzes Video machen, denn heute ist der 6. Dezember. Heute ist der Samichlaustag. Ja? In Deutschland heißt das Nikolaus. Aber auch der Samichlaus ist wieder mal was ganz anderes in der Schweiz. Auch er fährt einen Schlitten, aber das ist ein Chevrolet, ein mintgrüner Baujahr 1957. Er hat einen Beifahrer, einen Dabei-Beifahrer, das ist der Schmutzli. Was ist bei euch vielleicht so etwas wie der Krampus? Und der Schmutzli hat eine Fitze dabei. Die Fitze, das ist auch eine Rute wie beim Krampus. Aber diese Rute, die macht uns Angst. Und ich muss sagen, das war für mich ein Trauma. Samichlaustag waren für mich Traumatas, die bis heute nachwirken. Darum bin ich auch grün gekleidet, hier mit grünem Hut und ein kleines Zöpfchen gemacht, mit einem Blatt. Das ist ein Schutzblatt. Das habe ich aus dem Atelier Kronenberg, von der Petra van Kronenberg, Tetebreck, handgemacht. Das schützt mein Gehirn vor der Einflussnahme von Krampussen und Samichlausen an diesem Tag. Das brauche ich. Es ist wie so eine Antenne, ableitend. Der Gedanke der Samichlause, die alles wissen, das gleitet ihr ab und zack, fliegt weg. Und warum ich dieses Trauma hatte, das muss ich jetzt erklären. Wir lernen ja Schweizerdeutsch für Idealisten, da müssten Sie das Wort Samichlaus natürlich auch richtig aussprechen. Sie sagen, Nikolaus, der Nikolaus kommt. Ja, der Nikolausi! Ist das nicht nett? Und schön, die Kinder freuen sich. Bei uns in der Schweiz hieß das so, bei mir sagte man so, er gähnt wieder, der Samichlaus kommt. Samichlaus, Samichlaus. Ja, hören Sie, das ist ja schon fast wie ein Zombie. Und ich habe mich als Kind furchtbar gefürchtet. Ja, das würdest du jetzt nicht denken, aber das stimmt. Meine Mutter sagte, der sieht alles, das ganze Jahr sieht er alles und schreibt es in ein großes Buch. Und da ich als Kind, als Mädchen immer ein ganz wildes Mädchen war, gab es wahrscheinlich sehr viel zu schreiben. Also ich fürchtete mich ab Mitte November auf den Samichlaus, der da kam. Und das wollte ich jetzt nur kurz sagen. Also, Nikolaus, der bringt schöne Sachen, der Samichlaus vielleicht auch, aber Sie merken schon an der Emotionalität der Aussprache, Schmutzli, der Schmutzli, ja, oder der Samichlaus. Das ist anders, als wenn Sie sagen, Nikolaus, Nikolaus, ja. Also das nur ganz kurz und tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal mit vernünftigem Schweizerdeutsch.